Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Ja. Es ist unfassbar. Wann zum Fick landet dieser Mann endlich im Knast? Es ist ja nicht mehr auszuhalten. Also ich habe hier diese Visualisierung eingeführt, so wie andere Kollegen von mir. Und mir gedacht habe, gerade bei sowas, wo man labert, na, da habt ihr was zu gucken. Neben dem Creme Brûlée. Leute, ihr habt mir gestern, ich denke mir nichts Böses am Abend. Und dann wird's mir in den Abo-Feed reingespült. Der gute Henk hat als erstes, glaube ich, ein Video drüber gemacht. Rainer ist mal wieder eskaliert. Und zwar sauber. Rainer hat am Hauptbahnhof in Würzburg sich mit ein paar Fans angelegt und dabei ist der ein oder andere Watschenbaum umgesagelt worden, sagen wir es mal so. Jetzt laut der Story der Leute, wie es wohl auf Schanzenwatch rumgeht und laut der Bilder ist zu schließen, dass es wohl so war, die wollten ein Foto mit ihm machen. Das eine Foto, das sieht man, da steht der Typ am Bahnsteig, hält einen Daumen noch so hoch, ja, schaut in die Kamera und in dem Moment packt den Rainer. Das Bild hätten wir besser nicht stellen können. Packt den Rainer am Krawattel und hat ihn wohl in einer Handgemenge verwickelt. Dann hat wohl einer die Kamera angemacht und da ist ein anderer dazwischen gegangen. Und dieser andere, mit dem hat sich Rainer dann so eine kleine Schlägerei geliefert. Man schaltet da relativ mitten rein, aber deutlich zu sehen ist, erstens also no offense für den Fall, dass du das jetzt hier siehst, lieber Bahnsteig-Hater, der ist ja im Vergleich zu Rainer Zeit als Zwetschgenmanschgal, gell? Also ein Kopf kleiner und wiegt maximal ein Viertel von Rainer. So. Und Rainer geht ihn halt an und versucht ihn so zu Boden zu drücken und schubst ihn halt rum, wie man es halt kennt. Und hat ihn halt am Krawattel, packt ihn am Hals und kriegt dann halt irgendwie gute 2 rechte Haken ins kreislige Fettgefries. Daraufhin schlägt Rainer zurück und dann gehen die anderen Leute dazwischen auch. Riesenshitshow. Und es ist so, wie ich die Sache sehe. Jetzt mal rein von meiner subjektiven Wahrnehmung her, ist ja Rainer derjenige. Also, ja, ich muss jetzt das sagen, aber ich würde es auch sagen, glaube ich, wenn ihr das einfach neutral vorgesetzt kriegen da, also dass man sagt, hey, hier, kennst du Drachenlord? Na, sagt mir nichts, bitte schau dir das mal an, was passiert denn da? Weil offensichtlich die Eskalation halt von Rainer ausgegangen ist. Man sieht ja, der Typ steht friedlich da, nur mit dem Daumen hoch, grinst in die Kamera, der andere Arm hängt locker am Körper runter und Rainer backt no. Das ist nicht verhältnismäßig. Das ist definitiv nicht verhältnismäßig. Und man muss in dieser Situation anders reagieren. Weil nämlich bei einer Notwehr die Verhältnismäßigkeit geregelt sein muss. Und die Verhältnismäßigkeit ist gerade an einem großen Bahnhof, mitten in Deutschland, dass man zum entsprechenden Sicherheitspersonal geht, wenn man denn belästigt wird. Das ist jetzt mal also niemand kann von Rainer erwarten, ja, sagen wir es mal so, niemand kann von Rainer erwarten, immer Bock zu haben, irgendwie Fotos und Autogramme zu machen. Ja, da reden wir gar nicht drüber. Das erwartet man ja auch von keinem anderen Prominenten. Ja, also, dass er immer Bock hat, wenn er sich in der Öffentlichkeit bewegt. Ja, wenn man dann sagt, hey Leute, ich habe gerade keine Lust auf die Scheiße, lasst mich in Ruhe, und die hören nicht auf und lassen ihn nicht in Ruhe, dann ist in dem Fall das Mittel der Verhältnismäßigkeit meiner Meinung nach, dass man zum Bahnsicherheitspersonal oder zur Polizei geht, also an jedem größeren deutschen Bahnhof
gibt es eine Polizeistation und es gibt die DB-Sicherheitsmitarbeiter, dass man zu denen geht und sagt, Entschuldigung, können Sie mir kurz helfen? Ich werde hier belästigt. Und dann ist der Kas bissen. Die sagen dann hier, verpisst euch oder stellen einen Platzverweis aus oder schauen so, wo wollt ihr hin? Ja, den Zug, dann setzt euch da jetzt rein und gibt's ja Ruhe. Und dann ist der Kas bissen. Was macht Rainer? Rainer denkt sich, oh, die haben mich gefilmt, deswegen darf ich dem jetzt aufs Maul hauen. Ja, nein, Rainer, leider nicht, leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht, darfst du halt nicht. Und das Geile ist, ich habe mir dann gedacht, okay, bin ich gespannt, heute kommt sicher noch irgendein Streamer, ja, wo dann kommt so, hier, bin ich wieder angegriffen worden, bitte Barne her. Und dann bin ich darauf aufmerksam gemacht worden von einem lieben Freund, dass das hier passiert ist am selben Tag. Bitte sehr. Der TikTok-Kanal von Rainer Winkler ist gesperrt worden. Und ich nehme an, dass da wahrscheinlich ein kausaler Zusammenhang besteht zwischen dem Ausraster am Bahnsteig und diesem schönen Screenshot da. Weil, solange kein TikTok-Kanal mit ausreichender Reichweite, da kann der so oft seine IBAN veröffentlichen, wie er will, da passiert halt nichts. Der TikTok-Kanal ist ja recht praktisch, weil im Gegensatz zu einem YouTube-Kanal, wie hat das der Laubsägen-Hater gesagt, es werden da immer, jeden Tag werden da neue Idioten reingespült. Und genau so ist es. Auf dem YouTube-Kanal die Vorschläge und sowas, da musst du immer nur aktiv draufklicken. Mit TikTok läuft das ja anscheinend irgendwie alles durch. Und dadurch hat er immer neues Futter für seine Lügengeschichten gehabt und für diese... Ja, das Ganze... Irgendein Dummer ist immer wieder mit dabei. Und du hast jetzt hier auch gerade gesehen, es waren über 2000 Follower, dann 200.000 Follower dann auch noch. Irgendein Dummer ist dann immer wieder dabei und denkt sich, oh ja, hier, keine Ahnung, schmeiß mal halt ein paar Rosen raus und das lappert sich. Und dann kann man wieder 1200 Euro allegedly am Fiskus vorbeischleusen. Und reißt sich halbe auf, by the way. Und da ja die Kohlen momentan ein wenig knapp sind, na, da wird die Stimmung, der Mund wird klein, die Stimmung neutral. Und dann gibt es Eskalation. Ja. Und das große, also ich wette was, der war jetzt erstens mal, hat er gedacht, er hat irgendeinen super Deal an Land gezogen, offensichtlich. Dann war er mit diesem einen komischen Donnerstags-Company-Dude unterwegs in Berlin. Dann hat die Bahn gestreikt, dann war wieder hier keine Kohlen da und. Und man merkt, es braucht nicht viel. Was immer heißt, one bad day, weißt bei den Leuten, die Joker-Geschichte, one bad day can break you, bla bla bla. Ja. Bei Rainer ist es einfach die geringste, er hat eine null Frustrationstoleranz und in dem Moment, in dem er irgendwie ein bisschen frustriert ist, eskaliert er komplett. Und dann ist nix und niemand mehr vor ihm sicher und dann fängt der Rangeleien an, am Bahnsteig. Das ist unfassbar. Das ist stellenweise lebensgefährlich. Und dann hat es noch was gegeben. Warte, das suche ich euch jetzt einmal geschwind noch raus. Ich habe es jetzt bloß beim guten Klonter gefunden. Klonter, wenn du das siehst, ich hoffe, das ist okay, dass ich das benutze. Ich verlinke euch das Originalvideo von Klonter auch in der Beschreibung. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, ich nenne ihn mal den Zugführer-Hater, hat ein kleines Statement zum Besten gegeben. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ja, servus. Als Triebfahrzeugführer bei der Deutschen Bahn im Fernverkehr möchte ich mich jetzt mal zum Drachenlord aka
Rainer Winkler äußern. Und zwar, was mir jetzt sauer aufgestoßen ist, und das ist wieder wiederholten Male vorgekommen, das habe ich bei Schanzen Watch gesehen, in dieser Telegram-Gruppe, dass der Rainer Leute am Bahnsteig damit bedroht, sie auf das Gleis zu werfen. Davor, ein paar Wochen davor, war schon mein Handy quasi aufs Gleisbett geschmissen worden. Und ich kann das nicht so ganz verstehen, dass man sich auf einer Seite beschwert, nicht über die Bahn an sich, sondern über die Mitarbeiter, dass es zu Verspätung kommt und dann aber im gleichen Atemzug immer wieder solche Aktionen provoziert oder sich provozieren lässt und dann im schlimmsten Fall selbst für Personenunfälle sorgt, was dann wiederum natürlich auch zu Verspätung führen würde. Das ist mir mittlerweile so ein Dorn im Auge. Und mal ganz ehrlich, du beschwerst dich immer wieder über Leute, die dir eine Dienstleistung bringen. Ob es damals die Polizei war oder jetzt halt die Deutsche Bahn. Oder was ja noch verständlich wäre, wäre es jetzt über die Bahn und ja, die Infrastruktur und so weiter und so fort. Aber ich meine, wir reden ja hier über die Mitarbeiter, die leider Gottes streiken mussten, damit wir irgendwann vielleicht mal den Inflationsausgleich bekommen, was noch nicht mal eine Gehaltserhöhung wäre, sondern halt, wie gesagt, der Inflationsausgleich, damit wir den Lebensstandard halten können, unsere Familien versorgen können. Und glaub mir eins, Rainer, wir als Mitarbeiter, ob ich jetzt hier vorne im Führerstand oder der Zugführer und die Schaffner hinten drin, wir können in den meisten Fällen halt auch nichts dafür, wenn ein Zug zu spät kommt, weil es irgendeine Störung am Gleis gibt oder ein Personenunfall oder zu wenig Personal. Ja, glaub mir, wenn wir mit 2 Stunden zu spät am Zielbahnhof ankommen, dann sind wir mindestens genauso gefrustet, weil wir zum Beispiel unser Kind nicht mehr ins Bett bringen können. Ja, nicht mehr mit denen zur Arbeit essen können. Und ja, halt im Schichtsystem, so gut es geht, versuchen, den Laden am Laufen zu halten. Also mittlerweile kommt bei mir doch sehr, sehr, sehr viel Unverständnis auf. Und ja, deswegen habe ich jetzt mal dieses Video gemacht. In meiner Pause als quasi selbstständiger Schichtarbeiter. Großartig, 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 großartig. Wie gesagt, schaut euch das bei Klonter mal an, auch wer noch nicht bei Klonter abonniert hat, sowieso, ne? Großer Fehler. Ja, so ist es. Das hat mir auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Natürlich ist es ja, der Mann hat halt natürlich zu 100% recht. Dieser Mann hat natürlich zu 100% recht, aber das versteht Rainer nicht. Zum einen weiß Rainer nicht, was ein Inflationsausgleich ist. Zum anderen, ja, Rainer war in den letzten Monaten sehr viel mit der Bahn unterwegs. Und was haben wir da immer wieder gehört? Das war dasselbe wie damals mit der Pinea an der Schanze. Die machen ihren Job nicht und bla bla bla. Und hier, die sollen erst mal schauen, dass sie pünktlich hier den Zug fahren, bevor hier irgendjemand streikt. Bla 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 bla. Man merkt mal wieder, Rainer ist sich selbst der Nächste und sonst überhaupt nichts. Dem ist es vollkommen scheißegal, ob die Leute da im Schichtbetrieb irgendwie 200 Stunden im Monat buckeln wie die Arschlöcher und ihre Familien kaum noch sehen und dann dafür nicht einmal einen anständigen Inflationsausgleich kriegen, damit sie immer weiter verarmen. Das ist ihnen vollkommen scheißegal. Hauptsache der dicke Lord kommt rechtzeitig irgendwie nach Emskirchen, bevor der Beck zumacht, damit er sich nochmal irgendwie 2000 Kalorien Zuckerfressi in seinen kreisligen Mostkopf stopfen kann. Das ist das Wichtige. Und es ist dasselbe, wirklich auch, ihr sagt es ja auch, es ist dasselbe Prinzip wie damals bei der Pinea. Da hat er ja auch gedacht, hier, ich muss jetzt die Polizei ist jetzt dafür da, dass ich praktisch jetzt hier meinen eigenen Sicherheitsdienst habe. Und genauso ist es hier mit der Bahn. Da hat er jetzt einfach wieder, damals hätte er sich gedacht, hier die Polizei soll bitte ihm immer mindestens eine Streife vor die Schanze stellen, damit da Ruhe ist. Dann würde er heute auch nur in der Schanze hocken. Weil er auch nicht gecheckt hat, dass das halt eine kleine Dorfpolizeistation ist, die Kapazitäten nicht hat. Ja, die sind darauf ausgelegt, dass da mal der ein oder andere Autounfall passiert.
oder der ein oder andere, keine Ahnung, wegen Ruhestörung anruft oder sonst irgendwas. Und die sind nicht darauf ausgelegt gewesen, dass irgendein fetter Narzisst 30 Mal am Tag bei denen anruft, 20 Mal davon wieder auflegt, hier Telefonklingelstreichmäßig und ansonsten die Leute anschreit, anbrüllt und als Hurensöhne bezeichnet, die ihren scheiß Job nicht machen. Und bei der Bahn ist es so, da hätte der Herr Winkler am liebsten einen eigenen ICE, der ihn dann von A nach B fährt durchs ganze Land. Ja? Und nur für ihn dann am jeweiligen Bahnhof schon bereitsteht mit Leibgarde und Bediensteten. Ja? Und wenn der Drachenexpress durchfährt, müssen alle anderen Züge erstmal Pause machen, so damit der Herr Winkler rechtzeitig zum Dreckfressi tanken kommt. Das ist seine Vorstellung. Der große Drachenlord ist jetzt auf der Schiene. Hier Lord Korea, hier Kim Jong-un hat so einen Zug. Ist unfassbar. Wann steckt man diesen... Ich hoffe, bitte Leute, wenn ihr das jetzt hier seht, die da verwickelt waren jetzt in diesen Kampf am Bahnhof, bitte zeigt's den an. Ich bitte euch inständig, zeigt's diesen Mann an. Ich meine, auf dem Video, wo er dann mit dem kleinen ringt, sieht man, der schlägt zuerst zu, aber Rainer hat ihn natürlich im Griff und langt ihm irgendwie an Krawattel und dafür kriegt er eine. Aber was dem Ganzen vorhergegangen ist, ist ja die Eskalation von Rainers Seite. Die Leute haben sich ja dann im Endeffekt bloß gewehrt. Und ganz ehrlich, ich hoffe so sehr, dass ihm das jetzt endlich sein greisliches fettes Knack bricht. Dass jetzt endlich dann einmal irgendjemand sagt, na, jetzt ist Schicht im Schacht, Herr Winkler, jetzt ist Feierabend, Hotel Viereck, da brauchen sie auch nicht mehr um Barne betteln, weil dann zahlt der Staat für sie die Unterkunft und fertig ist. Ich hoffe es. Ich kann mir diese Shitshow nicht mehr geben. Jetzt ist wenigstens dieser scheiß TikTok-Kanal weggemeldet worden. Klar, der wird ja einen neuen TikTok-Kanal machen und dann Hurradigams. Wahrscheinlich hat er jetzt schon einen neuen gemacht. Allerdings ist es dann ein TikTok-Kanal ohne die ganze Reichweite, die er hier bei seinen Mohammedaner-Brüdern gefarmt hat. Und das ist ja auch schon mal was wert, ja. Also, wenn ihm die Reichweite schon mal flöten gegangen ist. Man, wie gesagt, der hat hier, was hat er jetzt da? Schauen wir uns das nochmal an. 200, wie viel tausend? 217.000, 218.000 Follower gehabt auf dem Ding. Die hat er ja auch nicht jetzt über Nacht gekriegt. Und das tut ihm dann finanziell, glaube ich, schon auch weh, dass dieser TikTok-Kanal weg ist. Und auch im Übrigen, Rainer, für den Fall, dass du das hier siehst, auch da bist du wieder 100%ig selber schuld. Aber 100%ig. Die Leute haben darauf gewartet, dass du einen Fehler machst, um deinen fetten Arsch aus TikTok rauszumelden, und genau das ist passiert. In diesen TikTok Terms of Service steht nämlich anscheinend drin, dass das verboten ist, was du gemacht hast, auf andere Zahlungsmethoden zum Barne-Betteln zu verweisen auf deinem TikTok-Kanal. Weil natürlich TikTok dir diese Plattform nicht umsonst bietet. Ja, die wollen natürlich, die nehmen sie einen richtig satten Batzen von der Kohle. Aber das ist der Deal bei TikTok. Ja, wenn du noch auf YouTube wärst, die Daten weniger nimmer, aber da bist du nimmer, auch aus Selbstverschulden. Und wenn du natürlich versuchst, die um ihre Kohle zu bescheißen, dann meddeln die deinen Kanal weg. So schnell kannst du gar nicht schauen, weil das sehen die halt einfach nicht gern. Naja, wir werden sehen, was passiert. Mein Traum wäre tatsächlich, dass sie irgendwie, keine Ahnung, vorm Sommer nur in den Knast stecken. Ein reiner freier Sommer wäre großartig, wenn ich mal um die Scheiße keine Gedanken mehr machen muss. Ja, ich kann den X-Button drücken. Es zwingt mir keiner, aber es ist mir ein Anliegen, die Scheiße zu verfolgen, die Scheiße zu kommentieren. Und wenn es keine Scheiße zum Kommentieren gibt, wäre es auch nicht ganz verkehrt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Tut nicht, was Rainer tut. Und Medlov.